Ich kann direkt sagen, dass man diesen Projekt nicht matstimmen. Den heutigen Projekt weist anderem die typischen Elemente von der Energiepolitik von dieser Regierung, irrealistisch, ideologisch, unsozial, schlecht für die Betriebe, schlecht auf die Wirtschaft, abbauend auf Verbote und auf Zwang, die nennen es Obligationen, das klingt besser. Wenn ihr seht Zwang, das klingt vielleicht nicht so gut, mit das selbst. Milliarden an Milliarden von Euro will die Regierung die nächsten Jahre vergeuden, für irrealistische Ziele zu erreichen, die absolut keinen Einfluss auf Klima hätten, allerhöchstens etwas am Mikrogradbereich. Ich weise noch immer darauf hin, ob Bevölkerungsexplosion, ob den unkontrollierten Wursten, die wir hier im Land tun. Die letzten 10 Jahre sind hier im Land 220.000 Leute angewandert. Wir steigern als Population pro Jahr 12.000 Personen, sodass wir 2030 wahrscheinlich die 800.000 Einwohner kratzen werden. All die Leute brauchen Luten, sie brauchen Autos, also sie werden nur Autos haben, sie brauchen Computer, sie haben Kochmaschinen, sie haben Frigo, sie haben Heizungen, sie haben Staubsauger und so weiter und so fort. Handy, elektrische Zahnbürsten, die haben die auch. Man legt als mal ein Konzept über diese Bevölkerungswachstum auf den Tisch. Das ist ja für den Hauptpunkt, den heute Land soll interessieren. Wo will man an dem Punkt sein am Jahr 2030? Weil das wird einen riesen Einfluss haben auf unseren Strom- und Energieverbrauch. Irrealistisch auch ganz einfach, weil wir manchmal vergessen, dass wir ganz lange brauchen für Sachen. Ich erinnere daran, dass der Moyen aus der gerade über das Stadion geschwärzt ging. 10 Jahre haben wir gebraucht, wahrscheinlich für zu bauen, zu planen, zu bauen. Da wollen wir an Zeit für ein paar Jahre 55% von unseren Zerregase abspüren. Das ist völlig unmöglich. Heute machen alle Parteien die Grünpolitik, die gepredigt wird, machen sie mit. Wir machen die nicht mit als ZDR. Wir sind da nicht der Meinung, an die wird gesehen, dass die Zukunft Eis wird. Recht in die jugendschwerten Akteuren, wo heute gesagt wird, für das an den Himmel gelöft wird, die haben im Gesetz genannt gehen, die kriegen hier etwas abgezwungen, was sie nicht können erfüllen. Das sieht ja auch die Handelskummer. Am Endeffekt ist es für sie ein weiter Tax, eine Steuererhebung, orchestriert von der Steuererhebungs- und Verbotspartei von den Grünen. Der Strompreis wird dadurch an die Not gehen, er wird nicht draufgehen. Wir werden ja gesehen, wir können das ja 5 Jahre nachher gesehen, da irgendwann drüber schwätzen, da können wir gucken, der Strompreis wird die nächsten Jahre an die Not gehen, unter anderem, wenn sie sagen, wie der Heiten. Der wird Erzieler nie erreichen, die sowieso nicht bringen. Mehr Politik verschlechtert, Leben von den Leuten und Kompetitivität von den Betrieben. Der forciert der geringe Ideologie Recht von der Wirtschaft auf vom Sozialen. 12% Abspürung um Zerregas hatten wir das Jahr, also letztes Jahr 2020, das war Covid-Jahr. Und dafür hatten wir die 12% Abspürung. Und das beweist, dass die Ziele von der Regierung können just erreicht gehen, wenn wir die nächsten Jahre Krise haben. Man kommt ja noch mit der ganzen Katastrophenhysterie am Platz. Steuern, Regulationen, Zwänge, Verbot, da soll man aufbauen auf die Forschung, auf die Technologien, die da sind und die an dazu summen. Mit denen, die betroffen sind, das sind Leute, das sind Städte, das sind Bürger, das sind Konsumenten und das ist die Industrie.